Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischfrucht! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Hey, und ein herzliches Willkommen an unseren Gast, der Roni Gamenisch ist heute bei uns. Ja. Hoi! Hallo miteinander und danke vielmals, dass ich euer Gast sein darf. Ja, gern. Schön bist du da, Roni. Mega cool. Für all die uns jetzt zuhören, es wird nicht so wie bei Toppis sein, dass wir Tonprobleme haben. Wir haben mittlerweile 3 Mikrofone. Also wir haben doch ein Mikrofon mehr gekauft, so dass der Roni sein eigenes Mikrofon hat. Ja, das ist natürlich wunderbar so. Top ausgerüstet. Und ja, ich staune gerade, wie er da das machen und alles eingerichtet ist. Perfekt. Ja, sehr gerne. Sehr cool. Das hört man natürlich immer gerne. Wenn ich so ein bisschen umschaue, es hängt immer noch alles ein bisschen runter. So. Ja, seitdem hat sich nichts verändert. Nein, aber hey, gar nicht. wir haben immerhin wieder Geld investiert in ein drittes Mikrofon. Also von jetzt an, wenn wir Gäste haben, haben die Kopfhörer und Mikrofon. Ja, Kopfhörer hat er auch, genau. Der Robin hat, glaube ich, nicht mal Kopfhörer gehabt, gell? Ja, Das das sind war aber nur nur wir der, nicht das ist nur der Robin gewesen. Ja, Robin. Sorry. Aber schön, das ist unser Podcast auch. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal am Anfang an mit der letzten Episode. Spotify-Problem, lang offline. Ja, Sorry for irgendetwas ist da schief gelaufen. Wir haben keine Ahnung. Mittlerweile sollte das Problem behoben sein. Ihr findet die 12. Episode wie immer auf der gewohnten Plattform Spotify und auch auf Google Podcast, Und Apple Podcast Genau. und noch vielen Podcast-Plattformen mehr. Amazon Music sogar. Also für Yeah. wenn irgendjemand auf Amazon Music ist, hört unseren Podcast, nicht mich wunder. Ich glaube, bis jetzt haben wir noch keine Wiedergabe auf dem Kanal. Aber wir sind drauf, es kostet nichts, wir sind drauf, wir sind dabei, perfekt. Ja, eh. Aber welcher Deutscher lässt schon einen Schweizer Podcast? Ja, genau. Aber dann würde ich mal sagen, wir starten in die erste Rubrik. Genau, und zwar wäre das Meine Woche, deine Woche. So synchron haben wir es noch nie gesagt. Hey, das war fast ein bisschen romantisch gewesen. Der Roni ist einfach rot geworden. Ja, ich würde sagen, wir lassen gerade mal am Gast den Vortritt. Roni, brauchst du das Tablet zum Ablesen? Ja, das wäre nicht schlecht. Sehr gut. Wir sind ja ausgerüstet. Genau. Roni, was hast du gemacht diese Woche? Meine Woche war recht voll gewesen. Ich hatte eigentlich das Ziel, um wieder mal im Emmental, wo ich mehr oder weniger gerade daheim bin, fischen gehen an den Bach. Ich bin dort in einem Bachverein dabei. Haben dann meine Freunde mitgenommen. Wir sind dann gegangen, Bachforellen fischen mit Gummifisch. Oh, spannend. Und ja, wie es natürlich ist, hat sie den Grösser gefangen. Das ist immer so, die hure Freundinnen. Ist bei mir im Fall auch Zum so. Glück hast du keine Freundin, bist froh. Ja, aber gleich meine Frau fängt vor mir den Fisch. Und kannst sicher sagen, der Grösser. Okay. Aber er war super, ja. Natürlich mit einem Stück Gummifisch gefangen, was Ja, natürlich noch besser ist. Klar. Aber nein, das war ein super Trip in diesem Bach. Was für ein Bachverein ist das? Im Emmental kenne ich nur, glaube ich, Emmen. Also die kleine Emmen ist doch das, oder? Im Ja, Emmental? wir sind im Rötenbach. Ah, okay. Das ist ja, so ein kleines Bächlein, das hauptsächlich so Schwellen hat und Ja. nur Bachforellen. Aber Ja, schön. cool. Sehr schön. Ja, nachher haben wir eigentlich ins Tessin gehen, zum Arno, die Gino Pesca, filmen. Wir wollten dort noch neue Köder filmen, ein bisschen testen. Aber das Wetter hat einmal mehr an unseren Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann haben wir dann den Trip absagen. Über ihn haben wir es auch schon gehabt im Podcast, gell? Ziemlich am Anfang einisch. Wegen der Kleiderserie, die er rausgegeben hat, wenn es mir recht ist. Also nein, einfach für die Kollektion, die er reingenommen hat von Oder so, ja. Tony Power. Ja, genau, stimmt. Und, dass er vielleicht als Schweizer Sportfischermesse kommt. Ja, okay. Aber ist nicht gekommen. Also ich weiss nicht, ob er... Mal, er ist auch dort, ja. Also er ist gekommen Ah. und es ist vielleicht auch im Gespräch, kommt nächstes Jahr als eigener Shop. Ah, okay, cool. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe jetzt da nicht zu fest aus dem Nähkästchen plaudert. Ja, wir sind ja im Podcast, ist schon gut. Können wir mit dem Gesi anschauen. Soll der Gesi sagen, hey Gesi, gib mal raus, wer da alles kommt. Ich habe immer noch keine Einladung bekommen übrigens. Also es ist immer noch nicht klar, wie, wo, was. So. Habe mich noch nicht angefragt. Schade. Ja. Ronny, bist du schon mal mit Marno fischen? Bin ich gewesen, ja. Hat er die auch so auseinandergenommen? Der Typ, im Tessin sagt man, der Arno, der weiss, wenn die Fische beißen. Ja, Oder die grossen Fische. Das ist definitiv so. Ja. Wirklich, gell? Okay. So Wir krass. sind für den YPC Werbeclip, den wir gemacht haben,
Ja. Sind wir relativ spontan runtergegangen zum Arno, zum filmen gehen auch. Und er hat uns tatsächlich zu den grossen Fischen geführt. Ja, geil. Aber das braucht es ja für so einen Werbeclip. Das musst du haben. Das musst du haben. Sonst... Ja, es ist wohl ein Übel so, ja. Also haben wir auf grosse Bachforellen gefischt? Nein, wir sind Zander fischen. Geil. Okay, nice. Geil. Stark. Ja, dann habe ich die Woche noch mit dem Chico zusammen, der unser Produktemanager ist, so Endspurt von den neuen Produkten angerissen. Und ja, dort läuft dann auch noch einiges. Cool. Und dann ist dann diese Woche schon ziemlich schnell vorbei gewesen. Hey, ich hoffe, wir hören da noch einiges so beim Thema dann, an neuen Produkten. Genau. Aber dann kommen wir ja erst noch dazu. Die Fragen sind jetzt mal alle notiert und jetzt, der Ronny wird dann schon noch gelöchern. Aber auch im vollen Terminkalender, kann man sagen. He? Randvoll, ja. Ja, sehr schön. Oli, willst du weitermachen? Hey, meine Woche ist überschaubar. Ich bin fischen mit dem Dima wieder mal am Zürichsee. Er hat neu dort ein Bötchen mit dem Motor. Okay. Das ist natürlich richtig geil. Das ist ein Upgrade zu meinem Greifensee rudern. Und wir wollten eigentlich Egli fischen. Er hat mich dort eiskalt abgezogen. Ich hatte keine Chance gehabt. Er hat irgendwie, keine Ahnung, 6 Egli im Boot gehabt, ich 2 Biss. Super. Sind wir noch scopen? Natürlich. Oh, das haben wir auch. Wir haben einen Zander drauf gehabt. Geil. 100% dass es ein Zander war. Er hat sogar gekehrt, hinten rein und kurz vor dem Boot wieder abgedreht. Also nicht bissen? Nein. Schade. Ja, voll. Es wäre richtig, wenn er rausgekommen wäre, es ein richtiger Trümmerzander gewesen. Ja, geil. Aber tönt cool. Voll. Und dann bin ich noch Forellen fischen im Pachtrevier, wo der Siro Pächter ist. Und das ist richtig abgegangen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Du kannst bei jedem Wurf eine Forelle fangen. Also wieder mit den Flügen? Nein. Nein, mit der Spinnrute? Auf der Spinnrute. Und, der Siro, ich muss euch jetzt da sagen, ja, der Siro kann nicht so gut Spinnfischen. Aber der hat sicher Flüge gefischt, oder? Nein, ja, er hat dann gemerkt, als ich ihn ein bisschen abgezogen habe mit der Spinnrute, er wollte Flüge holen. Aber er hat doch keine Chance gehabt gegen die Spinnrute, er hat wieder gewechselt. Okay. Ja, mit den Flügen, ich weiss nicht, ob das auch gelaufen ist. Werden wir sicher noch mal probieren. Hey, ihr wisst, ich gebe nicht auf. Das Video sollte eigentlich irgendwann jetzt einmal noch kommen. Ich hoffe, es ist draussen, wenn ihr den Podcast hört. Ja, cool. Sehr schön. Jo, das wäre eigentlich schon meine Woche. Stimmt, das wäre es schon gewesen. Du hast nur 2 Punkte aufgeschrieben. Hast dich super gut vorbereitet. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht so vorbereitet auf den Podcast. Hast du ein bisschen einen auf Daniel Andriani gemacht? Ja, voll. Nein, der lässt andere für sich arbeiten. Ja, das kann ich leider nicht machen. Das stimmt. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu meiner Woche. Hey, mega cool gewesen. Ich habe das nächste Teamtreffen eigentlich schon wieder vor der Haustür gehabt, sozusagen. Auf jeden Fall sind wir auf Mantova gegangen. Wir sind das Teamtreffen von Major Fish. Mega geil gewesen. Also ich muss sagen, es ist wirklich... Wir sind im Lago Inferiore gewesen. Kennt ihr den? Nö. Ja, bin ich auch schon gewesen. Ja, okay. Und wie hast du gefangen? Von sehr gut bis sehr schlecht, eigentlich alles. Ja. Wir sind am Donnerstag sind wir runter. Welche Region ist das? Lombardei. Ja, das ist ja nicht so weit. He? Nein, wir haben mit dem Auto etwa 5 Stunden von daher. Voll okay, ich bin den Sam geholt. Da sind wir runtergedüset. Ja. Aber es ist schon, also am Donnerstag sind wir angekommen, um 10 Uhr, bis wir dann das Bötchen hatten vom, der heisst der Ronny, der Guide? Ja, Wierich oder so. Bis wir dann das Bötchen hatten. Sehr italienisch. Ronny Wierich. Ja, das ist ein Deutscher. Okay. Ein deutscher Mann. Ist dann doch schlussendlich etwa 12 Uhr lang gewesen. Da haben wir gefunden, wir gehen jetzt nicht essen, wir gehen jetzt weiter fischen. Hey, wir haben Donnerstag abgeschneidert. Dann haben wir gedacht, fuck man, kann ja nicht sein, dass wir da unten sind und abschneidern in so einem geilen Gewässer. Aber die Schleuse war zu gewesen. Also du hast nicht in Mincho können. Und das ist eben immer so ein bisschen der Pain dort, anscheinend, habe ich auch erfahren. Wenn die Schleuse, wenn du keinen Durchzug hast, dann läuft es. Der Ronny hat vorher schon genickt. Also ich glaube, er kennt das Problem. Ja, das ist definitiv so. Also wenn du keine Strömung hast, hast du auch keine Aktivität. Ja. Und sobald du Strömung hast, sind die Fische wirklich voll aktiv und auch voll aggressiv. Ja. Und dann hast du das andere Hecht. Hast Sternstunden. Hecht auch? Hecht habe ich gefangen, Egli habe ich auch gefangen. Nein, normal in der Flussbarsch, wirklich? Ja. Siehst du nur. Nein, wir haben... Du musst eben... Gut, du findest den Markus Eule eben nicht so eine geile Socke. Dem sein Camp wäre gerade eins weiter gewesen, also gerade nach der Schleuse. Wenn du seine Videos würdest schauen, dort erzählt er das eben genau auch, wenn die Schleuse zu ist, ja, Müller zu. Ja, aber das weiss man, ja. Wir haben dann nachher auch noch mit anderen geredet, die schon länger unten waren, die haben gesagt, hey, die Schleuse zu, dann geht gar nichts. Aber schlussendlich bist du halt gleich, wenn du pickst 14 Stunden am Hämmern auf dem Hurenboot oben, gell?
Und ja, dann haben wir am Donnerstag abgeschneidert, schade, Sam und ich. Sind dann am Freitag wieder raus. Das war mega tricky, Mann. Zum Morgen hat es erst irgendwie um 8:30 gegeben, in dieser Unterkunft, wo wir waren. Wir haben gedacht, ja, irgendwie, keine Ahnung, ob um 7 Uhr zum Morgen sind wir halt parat gestanden, und dann wartest du auf eine 1,5 Stunden, bis du endlich etwas futtern kannst. Hure mühsam. Ja, egal. Okay. Dafür wieder am 12 Uhr zum Mittag? Nein, meins. Okay, ja, die Italiener. Ja, ist halt Italiener, ja. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann am Samstag raus. Der Sam hat dann noch 1-2 Spots bekommen, bei der Schleuse oben. Bei der oberen, mein Lauf dort. Hey, wir sind dort hingegangen, wir sind, keine Ahnung, 11:30 umeinander sind wir dort gewesen. Wir haben zuerst schön bis Uhr gefischt. Ich habe gesagt, ich will Black Bass noch fischen. Ich habe noch keinen Black Bass gefangen bis jetzt. Er hat gesagt, ja, buch die dort. Nichts, die haben die Schnurren zu gehabt. Sind wir an die Schleusen rauf, haben dort das Pinchig gerührt. Hey, und Rapfen. Wir haben irgendwie 4 Rapfen gefangen, noch irgendwie 2 Biss verpennt. Und nachher aber wie abgestellt. Die Schleusen ist weitergelaufen. Also weißt du, einfach, das Wasser ist normal weiter, aber es ist wie abgestellt. Die haben die Schnurren zugehört und nicht mehr gegangen. Einfach wahrscheinlich in dieser 4 Stunden, 20 Minuten haben wir das Bissfenster verwünscht. Ja, nachher sind wir gut zum Mittagessen dafür. Das war auch fein gewesen. Und nachher ist der ganze Tag nicht mehr gegangen. Also das andere Boot, das noch war, die haben einen Zander und einen Wels am Morgen. Und am Abend dann auch noch einen Wels. Und das dritte Boot, wir sind 3 Bötchen, das dritte Boot komplett geschneidert. Also wirklich, ja, mega heavy. Die sind dann auch noch in der Nacht, Donnerstag auf den Freitag, sind sie noch auslegen, abspannen. Auch nichts gehabt. Einen Lauf haben sie gehabt, aber den haben sie verloren unterwegs. Dort hat der eine noch gesagt, ja, weißt, wenn der Wels hakt, wenn du gebissen hast und er ist gehakt, der bleibt. Ja, wir haben einen schön aufgezogen damit natürlich. Alex, warst du das? Nee, das war Felix. Ach so, auch klar, ne? Aber dort ist noch mega speziell, die haben noch eine spezielle Regelung. Während dem Fischen darfst du kein Echolot eingeschaltet haben. Theoretisch gesehen. Ja, Theoretisch. Der Ronny lacht, ja. Das ist wie auf dem Bodensee, darfst du keinen E-Motor brauchen. Echt? Ah, okay. Mhm. Ja, und ja, also schlussendlich hat es dann einfach geheißen, wenn die Polizei kommt, Stecker ziehen. Okay, easy. Ja. Aber es hat mega viel Fisch. Der eine hat noch das Livescope mitgenommen. Wir sind dann ein bisschen am Rumschauen dort. Es hat brutal viel Fisch und vor allem brutal viel Wels. Also einiges mehr als im Greifensee. Der Greifensee hat schon Wels, für die den Greifensee kennen. Das ist wirklich... Also von dem her ist es geil. Also die Fische sind dort, aber eben, wenn sie halt die Schnurren zu haben, ja, dann haben sie zu. Am Samstag haben wir dann auch noch 2 Rapfen gehabt. Also ich habe... Warte, jetzt muss ich schnell aufpassen. Ich glaube, ich habe einen gehabt, der Sam hat auch einen gehabt und eine Meerforelle hat er noch gehabt. Genau. Was? Eine Meerforelle auf den Spinchig. Die hat regulär gebissen. Ja. Ja. Habe ich auch noch nie erlebt. Hä, warum nicht? Ja. Ja. Weil die Meerforelle... Weil du musst endlich mal lernen, dass vor allem ein Raubfisch ist, Nico. Die ganze Community hackt dir irgendwann den Kopf ab für ich habe so vorher Aussagen. gedacht, als ihr so über das Raubfischen, über das Forellenfischen geredet habt, was soll ich jetzt etwas sagen? Nein, ich sage nicht. Ja, genau. Und nachher sind wir am Sonntag dann wieder retour, das Bötchen abgegeben. Mega cool gewesen, also wirklich ein super Weekend gewesen für das, dass wir eigentlich nur Rapfen gefangen haben. Aber immerhin Rapfen. Der grösste hat, glaube ich, 2 oder 73 gehabt. Mega angenehme Grösse, so der kleinste irgendwo mit 55 umeinander. Also von dem her finde ich top. Das war mein Rapfen-PB gewesen. Die erste, die ich gefangen habe mit 55. Ich habe noch nie einen Rapfen vorher gehabt. Von dem her, ich habe 2-mal den PB geknackt. Ja! Stark. Ja, nein, von dem her war es cool gewesen. Genau. Genau, dort haben sie mir dann auch noch... Ich heirate ja im Oktober, 12. Oktober. Gratulieren. Danke. Oh nein. Jawohl. Sorry. Und ich bin mir eben nicht ganz sicher, ich glaube, die Deutschen können am Polterabend dabei sein. Und dann sind sie gekommen am Samstagmorgen und dann gesagt, so, lieber Nico, du heiratest im Oktober, bla 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 bla. Da, wir haben das Kleid für dich, das den ganzen Tag abhalten. Dann habe ich den ganzen Tag so ein fucking Brautkleid abgehalten. Ich habe mir das Dekolleté verbrannt, sondergleichen gegeben. Wir laden noch ein Foto in die Story. Ja, mal schauen. Vielleicht das zensiert du hast mir so. Du hast mir das geschickt Scheiße, stimmt. Oh, aber ich habe einen Rapfen gefangen damit. Wenn, dann musst du das hochladen. Ja. Ja, perfekt. Ja, genau. Mehr ist dann nicht gelaufen auf dem Polter. Es war wirklich einfach mehr so ein Gag gewesen. Mega cool. Also, es war cool gewesen. Genau. Dann noch etwas in eigener Sache. Majorfish. Ich habe neu ist Sakura bei uns im Sortiment. Wir haben mal eine kleine Bestellung gemacht mit so die Spintail-Shades. Die es auch von der Biwa und von der Daiwa gibt. Ich finde die recht geil. Sowie auch etwas Topwader. Ich habe ja nicht Topwader gehabt. Also ich werde sicher ein bisschen ergänzend mehr und mehr Sortiment aufnehmen. Genau. Ja, that's it. Mehr habe ich nicht.
Right. Dann würde ich sagen, gehen wir in die alte, neue Rubrik Infos aus der Szene. Ja, jetzt haben wir es glaube ich etwa 3-mal gesagt, wie sie neu heisst. Ich hoffe, sie haben es alle mitbekommen. Oli? Hey, ich entschuldige mich schon wieder. Ich habe wieder keine Zeit investiert in die Rubrik. Ich fühle mich wirklich heute wieder Daniel. Ja. Willst du anfangen? Gerade. Soll ich gerade anfangen? Okay, etwas sehr Positives. Ihr habt es gehört im letzten Podcast, die den Podcast Early gelost haben. Fish Explorer ist wieder online auf Instagram. Sie haben das Problem können beheben. Ihr findet den Kanal wieder. Top. Schon mal etwas sehr Gutes, was sich in dieser Zeit hat können lösen lassen. Dann die App Fisher hat ein neues Update rausgebracht. Super. Also Muss ich ist dem auch Fall schon wieder eine Woche her. Ja, also Ja, hast du es noch nicht Nein, ich habe es noch nicht. Also das App habe ich, aber dann musst du es aktualisieren. das Update nicht, ja. Das Update. Und dann haben die Dreharbeiten zum YPC Bank gestartet. Ich glaube, es ist schon die zweite Gruppe, wo dran ist. Ja. Vielleicht ist auch schon die dritte. Also, vielleicht hast du früher Hast gestartet. du gewusst, der Bienenapfel, seit wann fischen der für Nice? Schon 2 Monate? Viel länger. Nein. Hä? Nein, mindestens schon ein Jahr. Hast du nie, Geld, du schaust halt nie ein Nice-Video auf YouTube. Ja, selten. Nein, Mal er ist zwischendurch schon schaue ich First Class. Eben, er ist sicher schon seit 2 Jahren dabei. Ja, aber jetzt, weißt du, im YPC finde ich es voll okay. Im YPC Boat. Nein, warte, jetzt im Fly vs. Jerk haben sie gefischt, hat Nice gefischt, ohne den Schönen, gell? Ja, schon Das habe ich cool gefunden. Mega angenehm gewesen. Ja. Ich mag einfach, ja, schau, es ist halt, ja, keine Ahnung. Ja. Man kann nicht all, das geht halt einfach nicht. Richtig. Egal. Übrigens hat First Cast TV, wenn ich gerade schön da kann einhängen, der Dustin Schön ist mit dem Arlinghaus fischen, rein aus Forscherzweck. Mhm. Über Techter und so mit dem Standort im Boden, oder in der Bodenregion, wo sie die Fische markiert haben. Mega spannend. Unter anderem war dort die Frage, was macht das Divescope kaputt und was nicht. Also, nice. Und was ist mega das? interessant. Das Thema haben sie nicht so deftig angeschnitten. Ist einfach schlussendlich die Frage. Also Quintessenz aus dem Video ist, dass ein Hecht, wenn du ihn wieder freilässt, im Revier bleibt. Wenn du den Hecht nimmst, dann kann es bis zu 2 oder 3 Jahre gehen, bis ein neuer Hecht nachkommt in das Revier. Okay. Also ich finde es eigentlich mega spannend. Kannst du den Link in die Show Notes tun? Ja. Okay. Ich muss schauen, ob ich das Video noch finde. Dann tu nicht so Sachen teasern. Ja. Mal, ich glaube, es ist in einem Gruppenchat von der Sehr Echolog-Gruppe da. Genau, sorry, bin dir ins Wort gefallen, mach weiter. Hey, Wir that's sind it. Das sind Deine glaube ich News. Nein, ich glaube, du hast noch einen Punkt. Nein, Dreharbeiten, habe ich gesagt. Ah ja, stimmt. Ronny, machst du? Ich bin am Schreiben. Ja, alles klar. Ja, meine News sind ein bisschen Stucki-lastig. Ja, für das haben wir dich auch eingeladen. Hallo, hey, hoffentlich, hau raus das Zeug. Ja, wir haben einen Neubau in Einsiedler bezogen. Das heisst, es ist eigentlich gerne mehr so neu. Wir sind Das was ich schon 100-mal falsch gesagt habe, oder? Ja, genau, das Genau. kannst du nämlich gerade richtig stellen. Also, dann stellen wir das mal richtig. Die Firma heisst Stucki Fishing AG und ist ein Einsiedler daheim. Wir haben nichts mit dem Silsee, Hebisa oder HRH Silsee oder wie auch immer zu tun. Also mit der Laden. Ihr seid echt in dem Fall ein reiner Disti. Genau. Und wir machen wirklich ein reines B2B. Also wir beliefern Okay. keine Endkunden, sondern wirklich nur Fachhandel. Ja. Genau. Also, wenn ich so vergleiche, eigentlich wie Toppis. Genau, gleich. Ja, Ja, ja. gleich, genau. Ja, und auch gerade noch zum richtigstellen Stucki Fishing und Stucki Thun. Die Firma heisst Stucki Fishing. Jetzt wollte ich gerade sagen, du hast ein Stückchen Thun-Cappy an. Genau, und Stucki Thun ist eigentlich wie so eine Untermarke von uns. Das ist alles, was Swiss-made ist Stucki Thun. Also alles, was wir noch in Thun herstellen, zum Beispiel. Das ganze Bootszubehör, Mozzi-Löffel und so weiter und so fort. Ja. Und alles, was wir im Ausland produzieren lassen, ist Stucki Fishing. Ah, okay. Das ist dann eigentlich eine Untermarke, wie eine Tochterfirma von euch, wenn du so willst. Hey, wir haben auch noch Fanatics zum Beispiel. Ja, wo aber so- Fanatics ist eine Linie, habe ich gemeint, oder? Genau. Aber Stucki Thun ist eigentlich schlussendlich das Gleiche. Ist auch eine Linie, die einfach Swiss-made ist. Oh, Fanatics gehört nicht zu der Stucki Thun, sondern gehört zu der Stucki Fishing. Genau. Ah, Und spannend. Stucki Thun gehört auch zu Stucki Fishing. Ja, natürlich. Genau. Aber Fanatics ist eigentlich neben der Stucki Thun eigentlich, ja, ist eigentlich wie Stucki Thun einfach eine Linie, Genau. die in die Stucki Fishing angehört. Okay, Genau. gut. Perfekt.
Dann haben wir seit einer Woche unseren Showroom endlich fertig, wo wir unsere Kunden einladen. Das ist eigentlich ein reiner Musterraum, wo jedes Produkt, das wir haben, einmal ausgestellt ist. Es sind mittlerweile knapp 5000 verschiedene Artikel, die wir lagern haben. Wow. Ja. Also Artikel, die wir lagern im Showroom, also die wir ausgestellt haben? Wo wir, nein, in einzelnen okay. im Lager haben. Ja. Oh wow, ja, ist doch viel. Also 5000 schon. Ja, es ist recht cool, wir haben dort ziemlich viel selber gemacht. Also eigentlich der Ausbau vom Showroom alles selber gemacht. Und was natürlich richtig geil ist, ein 3 Meter langes Aquarium drin. Was der Oli sehr Geil. freut, als Aquariumfreund, wenn er das letzte Mal einen Podcast angetönt hat. Hast du Fisch drin? Hat Fisch drin. Ja. Jetzt kommt drauf an, was du für Fisch drin hast. Keine Nein, Forelle. Das sind alles Zierfische, Aquariumfische. Kein Bass oder so? Ah, nein. Nein. Nein, Ja gut, es ist ein Tierschutzproblem wahrscheinlich, wenn du dort Genau, Köder baden genau. Das wäre schon geil. Aber vor dem Showroom haben wir natürlich auch noch ein Testbecken, um unsere Köder testen und zeigen. Mit Fisch drin. Ohne Fisch drin. Sie fischen einfach ohne Haken. Mit einem Haufen Chlor. Genau. Ja, dann aktuell läuft der Seilsee recht gut. Es werden, glaube ich, ziemlich gute Egli gefangen und auch schöne Egli wieder mal. Ja. Hecht ist, glaube ich, aktuell auch nicht schlecht. Ja gut, jetzt werden wahrscheinlich alle mit dem Livescope noch hochkommen. Hey, ich glaube, es ist momentan, oder nicht nur momentan, auch schon letztes Jahr recht schwierig im Livescope. Okay. Es ist wirklich, ja, die Fische haben schon gelernt. Ja, ja, Also, ja. wenn du herfährst, tschüss. Okay, Ah, gerade okay. so, ja. Verreist. Wirklich ja, krass. Ja, Egal ob Elektromotor oder Gleiten. ja, ja. Dann du es vorher angesprochen, Oli, YPC hat gestartet, also respektive die Aufnahme vom Bank. Dort fischt der Roman für Fish Explorer und er fischt hauptsächlich eigentlich Stucki-Produkte, Cool. was ja, für uns auch wieder gute Werbung ist, nachdem YPC Bau war mit dem Daibi, wo ja ganz okay war, ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten hatten. Ja gut, Das ist ja das, was wir uns noch gefragt haben im Ja, Podcast, ja. oder? Das Es ist, das Hätte ist ich ihn halt, gerne mal noch persönlich gefragt. ja. Aber das ist halt, wenn du Französisch redest und der andere redet nur Deutsch oder kann kein Französisch und dieser kann kein Englisch oder so, dann Ja. wird es halt brutal schwierig. Du bist kein Schweizer, wir können doch alle Französisch, oder? Ja, ja. Ja, Also, genau. reden, oder was? Nein, und dort der Roman, eben wie gesagt, ist dort dabei. Und ja, ich denke, es kommt ganz gut. Ich darf jetzt auch nicht sagen, wie es kommt. Aber Ja, stimmt. Ja. ja, Also du weißt ja schon, wie es gelaufen ist? ein bisschen weiss, wie es gelaufen Okay. ist. Ja, genau. Gut. Nächster Punkt, schnell. Schnell abhaken, schnell weiter. Schauen wir, ob Ja, ich habe da vom Flo auch schon Sachen gehört. Nein, wir sagen nichts. Ja, das letzte ist endlich noch ein Punkt, der heute gerade rausgekommen ist. Rapala ist ja doch relativ eine grosse Firma. Dort sind mit sofortiger Wirkung 3 Mitglieder aus der Geschäftsleitung ausgeschieden. Oh wow. Was ja, schon erstaunlich ist bei so einem grossen Konzern. Ja. Also Rapala VMC, Rapala Schweiz. Genau, So. Rapala VMC, nein. Oh. Also VMC. Also gegangen worden. Hä? Keine Ahnung, das Ah, ist okay, im okay. Angling International drin. Ja, die haben da mit ganz deftige News. Der Robin hat auch etwas gesagt in Holland, dass vom einen Konzern die Geschäftsleitung in den anderen Konzern übergegangen ist. Und wie denn das gehandelt wird, aber es ist kein Konkurrenzverbot vorhanden gewesen oder so. Nichts. Ja, ziemlich heavy, weil ja, nimmst du ganz, ich sage jetzt mal, Preiskalkulationen und alles, weißt du? Nimmst mit und ja, das ganze Know-how und so, also dass da kein Konkurrenzverbot besteht. Ja, heavy. Mhm. 3 Nasen sind raus. 3, ja. Ja. Okay, okay. Ja, das wäre es eigentlich gewesen von meinen Info-News, Ja. nein, eben, wie auch immer. Ja, cool, sehr schön. Danke Dankeschön. vielmals. Ja, ey, ich habe auch nicht so viel. Weißt du, der macht nämlich immer so fertig. Ja, das kann ich auch mal, wenn ich mal die Möglichkeit habe. Nein, ich habe eigentlich 3 Sachen. Zwar, das eine finde ich noch recht krass. Hört man zwar immer wieder jemand, oder habe ich auch schon 2-3 Mal gehört, dass das Auto von einem Schweizer Fischer in Rotterdam aufgebrochen worden ist und Zeug geklaut worden ist. Der ist mit dem Flüger rauf, hat die ganzen Routen und alles mitgenommen, ganze Köder. Ist Tackle etwa im Wert von 4K, also 4000 Stutz weg. Ziemlich heavy, ist dann auch beschissen.
wenn du dort ankommst, bist du vielleicht müde von der ganzen Fahrt und allem, oder irgendwie, ja, parkierst das Auto, gehst ins Hotel, gehst pennen, am nächsten Morgen stehst du auf, fahrst ins Wasser, willst eine Route rausnehmen, merkst, oh, ich habe ja gar keine mehr. Ja, scheiße. Die haben das irgendwie so gemacht, dass die das Zeug kopiert, den Schlüssel wie kopiert haben, das Signal vom Schlüssel abgefangen haben und dann normal aufgemacht und wieder, ja, einfach nicht mehr haben können schliessen, sondern einfach aufgemacht haben und dann das Auto ausgeräumt haben. Also von außen hast du gar nichts gesehen. Krass. Ja, ich bin gespannt. Dort wird wahrscheinlich die Versicherung dann greifen, wenn sie Versicherung haben. Ich weiss einfach nicht, wie dumm das denn die tun. Ja. Ja, haben die noch ein Angel-Equipment versichert? Ja, nein, aber hast du eine Hausratsversicherung in der Regel. Diebstahl auswärts hast du eigentlich dabei. Die sind dann sicher schwanger. Ja, aber das ist das auch schon passiert, Ronny? Du nickst so verdächtig. Nein, aber ich habe ein relativ gutes Lager in Einsiedeln. Falls mal eine Rot abhanden kommt, kann ich dort auch wieder eine mitnehmen. Ist dann einfach blöd, wenn du schon zu Holland bist, weißt du? Das ist wahr, das ist dann halt das. Aber ja, das stimmt. Ja. Also eben, ich bin ja auch an der Quelle. Ja, genau. Vielleicht nicht so gross wie Einsiedeln, okay, aber ja, an der Quelle sein ist immer ein Vorteil. Dann der Kili, dein Angelshop, mega traurige Nachricht. Er hat einen Schlaganfall erlitten, ist im Spital, geht jetzt nicht Reha. Wie es dort weitergeht mit dem Shop, ist noch unklar. Ja. Alles Gute, Kili? Ja, absolut, alles Gute und eine gute Genesung auf jeden Fall. Gute Besserung auch von unserer Seite. Ja. Habe ich da noch bekannt gegeben, nicht, dass dann die Leute das Gefühl haben, sie stehen jetzt vor dem Shop, dort hängt zwar ein Zettel dran, dass man sie anrufen soll, dort nimmt dann am Kili seine Mami ab. Aber nicht, dass dann irgendwie die Leute wieder umkehren oder so, sondern Leute da und dann kommen dann sicher zu einem Tackle. Und es ist ja ein Post, glaube ich, letzte Woche. Ja, er hat es ja, sonst hätte ich es nicht abgebracht, genau. Sonst hätte ich es nicht können bringen. Das wäre ein bisschen assig gewesen. Ich habe doch einen guten Draht zum Kili und ja, genau. Dann das andere ist, ich habe gehört, es sind schon erste Bussen gesprochen worden auf dem Vierwaldstättersee. Wegen dem Livescope, ja. Ich habe zwar gehört, sie seien nicht so hoch gewesen. Ich weiss, du bist doch dort noch irgendwo so ein bisschen in dieser Region so. Ich habe gerne nicht mitgekriegt und hast du nicht mitbekommen? Nein, okay. Weil ich habe jetzt aus dem Teamweekend habe ich das gehört, dass irgendeine gebüßt worden ist, aber die Busse nur irgendwie 80 Stutz beträgt hat oder etwas. Also eigentlich relativ wenig, sage ich jetzt mal, für das, dass es eigentlich so gehypt worden ist. Hey, wenn irgendjemand wenn irgendjemand da aussen von euch jemand kennt, der gebüßt worden ist, haut die Person an, es nimmt mich Wunder. Können wir auch gerne eine Direktnachricht machen oder so, wir müssen es nicht öffentlich posten, aber es nimmt mich Wunder, wie hoch das die Bussen sind. Einfach so, für mich, einfach rein Gewundernase. Der Nico macht noch gerne verbotene Sachen, darum nimmt ihm immer so Sachen das Wunder. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin ein mega anständiger Bursch im Fall, wirklich. Von dem her, ja. Darum gehen wir jetzt auch in die nächste Rubrik, und zwar ist das Thema. Die Pfanne jauen lässt das gar nicht gerne. Nein, gar nicht. So. Na, wir haben hier einen Sieg voll Fragen. Die eine hat der Ronny schon gesehen. 2, 3 habe ich jetzt noch hinzufügen. Ja, aber ich will mal ganz am Anfang. Ja, ich im Fall auch. Anfangen. Ich bin mir ein bisschen eingefallen. Wir sind einfach eingestiegen, zack, dass der Ronny Gamenisch. Ja, genau. Aber du hast gar nicht viel zu dir selber gesagt. Wer genau. bist du? Stell dich mal vor, Ronny. Hey, jetzt stopp schnell, jetzt muss ich zuerst noch etwas sagen. Der Oli hat ein urgeiles Hütchen an. Stucki, du. Ja, soll ich jetzt auch noch sagen, was ich am Anfang gesagt habe? Siehst du noch, wie neu das ist? Wie weißt du, dass es angehabt hat? Ja, es sieht ziemlich neu aus. Ja. Stimmt gar nicht, das ist schon uralt. Ja, okay, ja. Rot wirst du auch nicht mehr beim Lügen. Mal wirst du noch rot. Nein, ist gleich. Das liegt am Bier. Ja, natürlich. Apropos Bier, der Ronny hat aus Anstand schönes Bier aus Einsiedeln mitgebracht. Genau. Und das ist natürlich ganz klar so eine Widmung an den Däube und an den Häs, die immer sagen, Einsiedlerbier ist das einzige richtige Bier. Ah, okay. Jetzt muss man gerade noch eine neue Frage notieren. Aber apropos Bier. Darf man auch so eins trinken? Darf ich eins? Schön so. Oh, geil, aber arschkalt, geil. Danke vielmals, Ronny. Ja, von jetzt an, jeder Gast hat... ja, also... Also der Robin hat schon euch vorgelegt mit dem Gewinnspiel. Und jetzt kommt der Ronny vorbei und hat nicht nur ein Gewinnspiel dabei, sondern hat auch noch Bier dabei. Also komm, machen wir es auf. Cheers. Zum Viva. Prost. Viva, genau. Ronny?
Cheers. Hey Oli, zum Wohl. Pfannenhauer. Kannst du jetzt das bitte noch bewerten, wir als Bier trinken, weil wir haben ja einen Bier-Podcast. Kannst du das Bier bitte bewerten, Nico? Hey, ich finde es nicht schlecht. So der erste Schluck nach einem Feldschlössli ist halt immer so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt sagen darf, dass ich Feldschlössli trinke. So grusig. Wahrscheinlich würde ich auch gehängt werden, obwohl es ist braufrisch, es ist nicht einfach das Lager von Feldschlössli, wohlverstanden. Aber viele da draußen, ja, haten nur ist okay, ist kein Thema. Aber es ist nicht schlecht zum Anfang. Ja, ich finde auch. Es ist ein bisschen ein leichtes Bier. Kann das sein? Ist ja hell, gell? Schmeckt ein bisschen nach Anker. Pennerglück. Nein. Also komm, weg vom Gut, Bier, wir gehen zurück zum Thema. Roni. Roni, stell dir vor, wer bist du? Ja, also eben, mein Name ist Ronny Kamenisch. Aufgewachsen bin ich im schönen Bündnerland. Hört man fast nicht. Das gehört mir fast nicht, das ist wahr. Fischen tue ich, seit ich fast denken kann. Eben so in dem Stil. Bei mir in der Familie fischt weit und breit niemand. Mittlerweile ist es ja, mein Beruf. Und mein grosses Hobby ist die Jagd. Genau. Okay, noch ein Jäger, hä? Cool. Im Bündnerland. Im Bündnerland. Pachtrevier. Nein, wir haben dort ein Patent. Patent, ja. Genau. Okay. Cool, cool. Wann geht die los? Im Bündnerland geht es im September los. Jetzt aktuell sind wir im Elsass. Ja. Auf der Jagd im Revier. Genau. Ja, cool. In dem Fall auch wie beim Fischen. Wenn irgendwo schon Zeit ist, probierst du auszuweichen. Immer. Ja, cool. Also geschwind, zum ein bisschen etwas auflösen. Er hat kein Moschbröckli oder so mitgebracht zum Verlosen. Wohlverstanden. Das weißt jetzt du ja noch nicht. Mal. Ah, schon reingeschaut. Ja, natürlich. Pisser. Natürlich. Und lieber Schwarzwild oder wie heisst das andere? Rehwild. Rotwild. Rotwild. Rehwild. Hey, aktuell Schwarzwild. Rotwild ist bei uns nie auf. Was ist Schwarzwild? Wildsau. Genau. Okay. Genau. Okay. Hä? Kennt keiner stark. aus? Ja, du kannst auch ein Jäger sein. Ja? Nur wüsstest du nicht, wie mit der Flinte umgeht. Egal. Ich will es auch gar nicht treffen, ganz ehrlich, mit meinen Augen würde ich vorne den Jäger verschiessen. Also dich, oder was? Also, sollen wir den kürzesten Witz erzählen? Nein. Es trafen sich zwei Jäger. Oh, wow, mega lustig. Ja, der Ronny lacht. Ja, flach. So, Okay. jetzt hast du gerade vorhin gesagt, du fischst, seit du denken kannst. Welche Erinnerung aus der Kindheit so vom Fischen ist dir besonders geblieben? Zuerst mal fischen bin als 5-jähriger Bub. Wir waren immer im Tessin in der Ferien. Und dann war dort immer so der grosse Fischer am Zuschauen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mama, Papa, ich will jetzt auch fischen gehen. Dann sind sie in den Mikroführer gegangen und die Fischereiabteilung haben so ein Set gekauft, wenn wir es alle zusammen vermutlich mal hatten. Logisch. Mit dem weiß-roten Zäpfchen. Ja. Da habe ich dort einen Hegen noch hergehängt. Ich weiss noch genau, wenn es gestern gewesen wäre. So ein Nuki-Hegen. Bin auf dem Steg gehackt und der hat ein Segel gebissen. Welcher Tümpel? Am Luganersee. Geil. Ja, und dann ein Segel von etwa, so wahrscheinlich gefühlt bei 7 cm rausgezogen und das Gefühl gehabt, jetzt bin ich der grosse Fischer. Geil. Heute habe ich die ganze Familie ernährt. Und weißt du, das finde ich auch lustig. Er hat gesagt, als ich noch klein war. Jetzt hast du nie als das wird- 5-Jähriger bist du schon 3 Meter gewesen, oder? Gerade wollte sagen. Ja, aber geil. Cool. Coole Story, ja? Ja, absolut, absolut. Wo hast denn du vorher gefischt gehabt, bevor du zu Stucki gekommen bist? Bei welcher Marke? Oder Hey, ja, das ist über Zufall. Bin ich eigentlich zu Shimano Rapala gekommen. Ja. Und habe dort dürfen so für sie in der Schweiz ein bisschen Werbung machen, genau. Ja. Kennst du den Patrick Truttmann? Sagt er das etwas? Weiss, Okay, so. der ist eben auch, Trudi? der war auch mal bei Shimano, gewesen, bei Rapala. Okay. Er ist ja Rapala Shimano. Aber ist ja schon ewig lang. Ja, ist ein bisschen älter als mir. Aber Okay. macht nichts, hätte können sein, dass du ihn kennst. Okay. Ja, aber den Nicola kennst du in dem Fall? Von der Innerschweiz, der ist ja nachher zu Stucki gekommen. Ja, genau. 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 Ja, okay, Wie ist denn das vonstatten gegangen, von Shimano und Rapala und nachher zu Stucki? Rapala Shimano, also Fischco dazu mal, haben sie aufgelöst in der Schweiz. Und dann ist das alles von Frankreich her gesteuert worden. In der Schweiz haben wohl oder übel fast alle den Job verloren.
Und der Chico, also Stefan Konradin, der dort das Marketing gemacht hat, ist dann zu Stucki gekommen, hat dort das Marketing und Produktmanagement übernommen. Ja, und dann auch über Zufall, über ihn so reingerutscht. Ja. Schlag auf Schlag. Genau. Sagt, der gibt es Und andere dann- und dieses jene. Genau, Okay. dann bin ich dann dort Teamfischer geworden, ja. Da hast du ja auch mit Teamfischer angefangen bei Stucki. Mit hä? Teamfischer angefangen bei Stucki. Okay. Weißt du noch, was deine Herausforderungen da waren? Ja, irgendwie für mich persönlich war es schöne Fische fangen mit diesen Produkten und die haben dazu mal noch einen Bündner Fischer, das ist so Bündner Fischer, Bündner Jäger, das Heftchen, Mhm. geschrieben gehabt und dort irgendwie das Produkt einfach der Bevölkerung näher bringen. Ja. Das war so, ja, meine persönliche Herausforderung. Okay. Ja, stark. Sehr cool. Und nachher bist du Teamfischer gewesen bei Stucki Thun. Stucki Fishing. Also Stucki Fishing bist du Teamfischer gewesen. Okay. Genau. Genau. Also ist da schon Stucki Fishing AG? Nein, dazu mal ist noch Robert Glardo. Ja, Robert Glardo SA, genau, stimmt. Genau. Von denen bist denn du Teamfischer gewesen, ja? Genau. Okay. Oli, hast du noch eine Zwischenfrage? Du schaust immer so aufs Handy, frag. Nein. Hau hier. Und wie ist dann nachher vom Teamfischer zum jetzigen Beruf vonstatten gegangen? Ja, das ist... Ich will, du geschwind vorher anfangen. Also. Sorry. Was hast du gelernt? Hey, Was ist nach der Schule passiert mit dir? Zuerst habe ich Polymechaniker gelernt. Ja. Und dann habe ich eine Weiterbildung, Zusatzlehre als Netzelektriker gemacht. Okay. Äh, Alles im Bündnerland oben? alles im Bündnerland, genau. Nachher bin ich eine Weile als Verkäufer im Athletikum am Arbeiten gewesen. Nach der Zusatzlehre? Genau, in der Okay, Fischerei, in der aber- Fischereiabteilung. Jetzt wollte ich gerade sagen, du verkaufst kein Netzkabel oder so. Das In der Fischereiabteilung, genau. Ja, und dann habe ich dann irgendwie so noch mal ein Studium gemacht und dann bin ich zu Stucki gekommen. ja. Und dann, also als Geschäftsführer eigentlich? Nein, ich bin eingestellt worden als Verkaufsleiter. Ja. Genau. Und ja, dann ist es dann recht schnell und überraschend gegangen. Für mich auch. Habe ich das Geschäft fertig übernehmen, genau. Was hat der Häs für eine Rolle gespielt? Der Häs war vor mir Geschäftsführer und Inhaber gewesen. Und Inhaber? Inhaber ist er nach wie vor. Ja. Er hat Aber- jedoch einfach Geschäftsführung abgegeben. Er hat ja einen grossen Fischereiartikel, wenn es mir recht ist. Genau. Hat ihm gehört oder gehört ihm? Oder? Genau. Also der Häs hat unter anderem die 3 Fischerländer, die Hebeisen in Düdingen, Silsee plus Wetzikon, Ja. wo er eigentlich jetzt auch hauptsächlich dort tätig ist. Dort ist der Geschäftsführer der Robi Grimm, Ja. der eigentlich für alles zuständig ist. Aber der Häs ist ja eigentlich mehr oder weniger auch dort dabei. Und dann hat das mit dem Engros hat er noch Quantum eigentlich, Zepco. Genau. Euro. Reno und das Zeug. Genau, Ja. hat er in der Schweiz auch Vertretung neben Savage Gear hat er, glaube ich, auch noch gehabt. Das war Zeit bei lang? uns, gewesen, Robert Glardo. Ah, das war Robert Glardo. Okay. Genau. Okay. Aber ja, jetzt schlussendlich ist Ja. der Robi Geschäftsführer vom Hebeisen und ich das Ganze von Stucki Fishing, genau. Okay. Wir müssen so ein bisschen Jahreszahlen festhalten. Wann war das so gewesen? Weil ich kann mich erinnern, Ja, wir haben im das haben Podcast mal über dich geredet, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo wir gesagt haben, seit der Roni den Laden übernommen hat, läuft es. Aber natürlich, wir nehmen den Podcast erst seit diesem Jahr Ja. auf. Es kann nicht erst Nein, seit diesem Jahr. Seit letztes Jahr, seit dem Stimmt, Dezember. letztes Jahr, Seit ja. dem Dezember, ja. Also, der Häs hat vor 10 Jahren hat er eigentlich Robert Glardo übernommen und es ist immer relativ witzig. Er hat immer gesagt, ja, ihm sein Ziel sei eigentlich in 10 Jahren den Katalog mit 90% Eigenprodukt zu haben. Ja. Also dazu mal hat man eben noch Sakura, Elex, Savage Stimmt, Gear Ilex ist auch noch, ja genau. und all das Zeug gehabt. Und er hat immer gesagt, er will endlich das Zeug alles abstoßen und wirklich Eigenprodukt haben. Und das ist ihm ja recht gut gelungen. Mittlerweile sind wir so nicht etwa bei 98% Eigenprodukt. Ich bin im 2021 in die Firma gekommen. Genau. Ja, jetzt haben wir 24, du bist Geschäftsführer. Stark. Genau. Ja, Ja, cool. krass. Sehr schön. Du bist im 21 bist in die Firma gekommen und wann bist du ein Geschäftsführer geworden? Also du bist als Verkaufsleiter gewesen oder als Teamfischer?
Als Verkaufsleiter. Als Verkaufsleiter. Teamfischer bist du schon vorher gewesen, in dem Genau, Fall, bin ich so 9 Jahre gewesen. Also. 9 Jahre, ja. Ja. Okay. Und dann im 21 als Verkaufsleiter? Genau, und nachher im Januar 23 erst habe ich übernommen. Ja. Ah, okay. Ja, in dem Fall, wir haben im Dezember den ersten Podcast gemacht. Also das war in dem Fall gerade deine erste Sportfischermesse gewesen, als Geschäftsführer? Genau, ein Jahr Ja, bin ich genau. aktiv gewesen. Ja, cool. Was ist so deine grösste... Ja, sorry. Ja, sag nur. Was ist so deine grösste Herausforderung gewesen, damals? So ein bisschen, ich meine, Geschäftsführung ist dir auch wie angerührt worden im Jahr. Also so wie es tönt. Soll nicht irgendwie böse gemeint sein? So, Ja, aber das ist wirklich so, ja. Es ist schon ein bisschen ins kalte Wasser Ja. geworfen worden. Hey, ja, die grösste Herausforderung war sicher gewesen, zum einen meine Bedenken, wie die Akzeptanz ist von diesen Mitarbeitern, die doch schon 25, 30 Jahre in der Firma sind. Ja. Wo du dann eigentlich so ein bisschen auf die Zeit drückst, blöd gesagt, oder? Also, oder das Gefühl hast, du drückst auf die Zeiten, oder? Ja, definitiv. Mhm. Bloß natürlich relativ schnell einen Überblick schaffen, wie was, wo in der ganzen Firma die Strukturen, wie alles ist und so. Ja. Wo natürlich vorher in der Position, wo ich war, grundsätzlich hat mir das ein Stück weit egal sein. Ja. Also natürlich nicht bei allem, aber Ja. es ist mir auch nicht alles etwas angegangen. Ja. Ja, plus nachher natürlich der Umzug von Valorb, wo wir jetzt letzten Dezember kamen auf Einsiedeln, Mhm. was natürlich schon nochmal ein rechter Brocken war. Weil wir diverse Mitarbeiter natürlich verloren haben, Ja, auch klar. neu einstellen müssen. Genau. Aber die Robert Glardo SA gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. hä? Nein, das ist genau das, was wir im Dezember eigentlich von Robert Glardo SA auf Stucki Fishing Ja. AG gewechselt Ja. haben. Eigentlich mit dem Umzug haben wir eigentlich gerade auch Den Namen gewechselt. den Namen geändert. Ja. Und dementsprechend von Valorb auf Einsiedeln. Genau. Ja. Wieso Einsiedeln? Ja, das wollte ich auch fragen, ja. Danke. Gell? Ja, wir haben dort die Möglichkeit gekriegt, zu einem Neubau reingehen, wo 1200 Quadratmeter groß ist. Bier. Prost! Wo 1200 Quadratmeter groß ist. Und Valorb ist halt einfach, ja, das Gebäude war relativ alt gewesen. Die Lagerflächen sind ausgelutscht gewesen bis zum letzten. Wir mussten 5 Garagen dazu mieten. Und- Gerade so. Ja, und das ist schnell schon, ja. Es ist halt die Westschweiz. Hey, für das, dass ich kein Wort Französisch können, Eben genau. so, ja, 6 Ja, Stunden logisch. fast schon müssen fahren, bis ich da unten war. Ja. Ist einsiedlich sehr dankbar. Hey, und zwar auch ein bisschen komisch dort oben, aber Ja, gut. Man Ja, versteht gut. sie besser als die Komm, Westschweizer. komm. Du als Bündner da im Aargau. Ja, Ja. es wird nicht besser, oder, bei uns? Ja, eben, da müssen wir nicht darüber diskutieren, wer der Ausländer ist. Nein, alles gut. Jetzt haben doch einige Produkte rausgebracht. Auf welches bist du besonders stolz? hey, ja, das ist eine relativ schwierige Frage. Lass mich raten, der Real Rider. Der Real Rider ist schon so, ich sage jetzt mal, das Flaggschiff, das wir haben. Aber ja, ich sage immer, wir sollten uns nicht auf einem Köder ausruhen, sondern möglichst eine breite Palette bringen, die für alle Zielfische eigentlich auch recht cool sind. Besonders stolz. Was ich richtig freut habe, ist der Query 80. Ein Wobbler, Forellenwobbler eigentlich hauptsächlich. Cool. Hey, ja, das ist so, ist eigentlich ein Teil, wo wir zuerst recht kritisch waren und nachher haben wir gesagt, okay, komm, jetzt lassen wir die Farm bauen. Und das ist wirklich gerade auf Anhieb so gekommen, wenn wir sie haben wollen. Was natürlich auch nicht immer der Fall ist und auch relativ schnell einmal ziemlich teuer werden kann, wenn es nicht aufgeht. Aber dort ist es wirklich aufgegangen und Verkaufszahlen sind dementsprechend gut. Und jetzt dieses Jahr auf die Forelleneröffnung auch diverse Fotos gekriegt von richtig schönen Forellen. Stucki Thun oder Fanatics? Fanatics. Fanatics, ja. Okay. Genau. Ja, cool. Sehr schön. Sehr schön. Hast du schon immer Geschäftsführer sein? Hey, nein, eigentlich nicht wirklich. Nein, ich habe eigentlich nie an das gedacht. Und ja, gleichzeitig ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, das Hobby so zum Beruf machen ist der Hammer, oder? Ja, ist wirklich der Hammer. Ja. Obwohl, ja, hast auch einen Haufen schlaflose Nächte, was du wahrscheinlich in einer anderen Position nicht hättest. Mhm. Und einen Haufen Stunden, wo du vermutlich einfach ins Wasser könntest fischen gehen und nicht müsstest an Zahlen rumstudieren. Mhm. Aber ja, das ist nach wie vor ein Traum. Aber so wie es tönt, da kommst du eigentlich schon noch
zum Fischen? Also weißt du, es ist nicht so, dass du gar nicht mehr zum Fischen kommst? Oder ist Ja, es und jetzt einfach Insta sagt auch etwas anderes. oder Es ist ist es nur jetzt am einfach, Fischen. ja, vielleicht ist es einfach gerade diese Woche gewesen oder so? Weiss Es es ist nicht? wirklich einfach gerade diese Woche. Schon. Also am 1. Mai ist die Bündnerfischerei aufgegangen, das Patent habe ich gelöst. Es wäre, ich weiss nicht, am 10.11. zuerst mal gegangen und seitdem nie mehr. Okay. Nein, das Fischen kommt definitiv zu kurz. Gut, aber jetzt gehst du ja heute Abend wieder ins Bündnerland. Ich nehme ja nicht an, dass du nur ins Bündnerland gehst, zum geschwind allen Grillen geben und dann wieder gehen, sondern willst ja dort wohl auch noch an ein Bächlein oder etwas gehen. Ne? Ins Bündnerland geht es, um schlafen gehen, um auf Einsiedler zu gehen. Ah nein, wirklich? Genau. Okay, ja gut. Ja. Was sind so deine langfristigen Ziele und Visionen mit Stucki Fishing? Hey, die langfristigen Ziele und Visionen sind ganz klar das Ausland. Also sprich Frankreich, Deutschland. Dort den Marktanteil gewinnen und sicher auch Fuß fassen. Das ist eigentlich schon so das grosse Ziel, das ja, vermutlich nicht in den nächsten 2-3 Wochen erreicht wird. Ziemlich viel Aufwand und vermutlich auch ziemlich viel Geld kosten wird. Aber das ist eigentlich so das Ziel und die Vision, die ich persönlich habe. Ja. Gut, obwohl da bist du ja glaube mit dem YPC schon in einer guten Grundlage, sage ich jetzt mal. Ja, also jetzt mit der Zusammenarbeit von VIP Fishing, wo Frankreich, Belgien, Teil Holland und Deutschland Vertretung übernommen hat, sind wir sicher gut bedient. Österreich sind wir eigentlich mittlerweile auch relativ ganz gut drin. Vom selben her, ja. Das ist schon mal ein riesen Fortschritt, oder? Gegenüber anderen Marken, wo das Ziel vielleicht noch nicht in Angriff genommen haben oder gar nicht kennen oder wollen oder was auch immer. Also von dem her denke ich, ja. Ja, das ist ja so. Ja, und eben, gell, in der Schweiz ja, sind wir halt wirklich relativ stark, oder nicht nur relativ, sind wir stark. Ja. Und um da noch mehr zu machen, ist brutal schwierig. In der Schweiz ist es so ein bisschen, wenn nichts geht, dann geht bei mir der Stucki Braun 2. Das ist für mich der Köder. Der Köder. Mit dem habe ich meine grösste Forelle gefangen, stell dir vor. Ja. Du? Ja, eine 50er Forelle bei Wow. mir am Hausgewässer. Ich habe mit dem Hecht gefangen, ich habe mit dem in Holland Zander gefangen, ich habe mit dem Egli gefangen, ich habe mit dem Alett gefangen. Wenn nichts geht, dann greife ich zurück auf den Stucki-Köder. Und zwar wirklich auf den Stucki Braun 2, und zwar mit dem blauen Blättchen. Das ist für mich so ein bisschen, wenn nichts geht, geht der. Ja. Einfach so, by the way. Haben zwar schon lange nicht gebraucht, muss ich ja sagen. Okay. Aber vielleicht habe ich wegen dem die letzten paar Mal immer geschneidert. Ja, Das ist immer natürlich gesehen. auch- ja, das ist sehr gut möglich. Ja, Ja, aber das ist für mich Nico, so wenn du ein eine schöne Bewerbung schreibst, vielleicht mal Teamfischer für Stücke oder so. bisschen- Mega lieb, danke vielmals. Ich überlege mir's. Oh, stark. Was sind die Anforderungen? Ich frage für einen Freund. Du musst nur gut aussehen. Oh, nein. Oh, herrlich. Ja, okay, gut. Also wieder. Hast du noch Fragen? Ja, ich habe noch ein paar Fragen, du nicht? Ja, ich denke einfach von der Zeit her sind wir schon bald bei einer Stunde. Nein, wir sind erst 49 Minuten. Nein, Das wir ist haben schon 9 gut. ab angefangen. Ja, wir sind bei 49 Minuten. Okay. Das zeigt es mir an. Ausser es läuft. Mal es läuft. Gut. Welches ist dein Lieblingsköder? Außerhalb von Stucki Fishing AG? Das ist eine recht fiese Frage. Ich weiss, aber Das kannst du mir ist nicht... beim Entweder oder fragen. Nein. Aber das ist ja nicht entweder oder. Aber du kannst mir ja nicht sagen, dass du nur Stucki... Also, ich glaube, das macht ja niemand nur ein Köder oder nur eine Markenfisch in dem Sinne. Hey, ich muss jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, es war nicht immer so gewesen, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich endlich außer Prototypen Okay. fast nur noch so Zeug Gut, fische. fast. Ja, das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal gut. Das ist es so. Ja, und wenn jetzt da so außerhalb von Stucki kommt mir jetzt gerade der Flügelspinner in den Sinn von Kneubel. Das ist so. Ah, das ist der so wie der tasmanische Teufel. Hey, nein, wie der von Lemax hat es mal gegeben mit so Perlmutter. Das ist so ein uralter Köder. Der ist richtig steil. Okay. Und ich habe letztens im Lager, respektive zu tun in der Werkstatt, ein paar Rolling gefunden. Und die haben so gelötete Trötchen gehabt mit Drilling und so. Und das haben wir natürlich noch mal hergebracht. Und dann habe ich dort mit dem normalen Material, wo wir unsere Spinner bauen, aus dem noch ein paar Köder gebaut. Okay. Und das ist einfach so, ja, brutal perverse Horabach-Forellenwaffe. Und das finde ich schon recht cool. Ja, verständlich. Und was ich etwa mal noch probieren oder auch etwa mal dranhängen, so beim Hechtfischen, sind so handgemachte Wobbler. Ja. So aus Polen Ja. und ja, wo man halt das so kennt.
Ja, Das die finde Handmade Baits. Ja, finde Okay. ich einfach recht cool, weil Ja. sich irgendeiner so recht Mühe gegeben hat für das. Und, Ja, voll. ja. Ich habe übrigens einen Bassbiss, eine Bassattacke gehabt in Italien auf einen Topwader-Köder von Topwader Productions. Das hat mich recht erstaunt. Also, Warum? Das sind doch gute Baits. ja, also, der ist wunderschön gelaufen, aber ich bin doch kein Topwader-Fischer. Ich habe... Hey, ich habe Ja. gerade letztens zum Siro gesagt, ich muss mich mal noch bekehren in gewissen Sachen. Ja. Also, von dem her, ja. Forellenfischen. Zum Beispiel, den fangen wir an. Ja, ich bin halt ein bisschen... Ja, egal. Ronny, welches ist dein Lieblingsgewässer? Und warum? Ja, Lieblingsgewässer habe ich jetzt so eigentlich nicht wirklich eins parat. Bei mir ist es immer so ein bisschen phasenweise. Dann bin ich eine Weile voll versessen auf den Silzersee im Engadin. Dann bin ich voll versessen auf den Wallasee. Und ja, Lieblingsgewässer würde ich sagen, habe ich nicht eins so konkret. Ja. Also wohl so zu diesen Gewässern, die ich Bezug habe im Bündnerland, wo ich sicher sehr gerne fische. Mittlerweile nicht mehr so viel. Aber Lieblingsgewässer konkret habe ich keins. Ja, okay. Wer ist dein Vorbild? Puh, das ist eine gute Frage. Mein Vorbild. Vielleicht Chuck Norris oder... Nein. Ich hätte jetzt erwartet, Lassen wir den so Geier oder den Aschi. Hey, mein Vorbild mit Fischen, vermutlich der Francesco Beltrame. Von dem habe ich so einiges gelernt. Der Keine Ahnung, wer das kein ist. Mensch auf dieser Welt. Nein. Äh, Sogar der Oli schüttelt den Kopf und der Oli kennt in der Regel so Leute, die niemand kennt. Nein, der Francesco ist, ich sage jetzt ein älteres Semester. Ich habe ihn als junger Bursch, wo ich die Fischerprüfungsausweis gemacht habe, habe ich mit ihm mitgehen. Und er hat mir so die Basics eigentlich vom Fischen gezeigt, aber so wirklich relativ einfach mit Nymphen und Ja. Spinnerli und... Und so einen einfachen Doppelknopf. Genau. Ja, und weil er sonst niemand hatte, wo Ja, ich mit ja. können gehen, ist er schon so eigentlich mein Vorbild gewesen, ja. Ja, okay. Warum es der Aschi und der Geier nicht können sein, kommen wir nachher nochmal dazu. Einfach schon mal so. Okay, ja, das ist gut. Oli, du hast noch eine sehr spannende Frage aufgeschrieben. Jawohl. Die frage ich jetzt nicht. Und Zwar ist es die letzte Frage. Jawohl, wenn wir von dir wissen, Ronny, darfst du schon neue Sachen leaken? Weil wir sind da im ersten Schweizer Fischer-Podcast, da werden einfach Sachen geleakt. Hey, ja, es gibt eigentlich auch Haufen Sachen, aber Hau raus. nein, ich will gleich nicht zu viel erzählen. Was sicher spannend ist für die Forellenfischer, also vor allem für dich, Nico. Danke für den Seitenhieb. Der Query 80, den ich vorher schon mal angesprochen habe, wird es in 2 neuen Farben geben, die sicher sehr spannend sein können. Und der Real Ride, den wir auch vorher schon mal angesprochen haben, ist so ein bisschen unser Flagship. Haben wir in 3 verschiedenen Grössen. Nein, sorry, stimmt nicht, in 5 verschiedenen Grössen mittlerweile. Fishtail und Paddletail. Der wird jetzt dann bald einmal als Curlytail kommen. Wie gross ist der? Der wird 17 cm sein. Gut, das wäre noch ein geiler Pelagischköder zum Anwerfen. Mit dem Curly-Tail. Hey, ja, der ist... Also wir haben jetzt mit Testen auf Spinnerbait recht gut gehabt. Ja. Wie du gesagt hast, mit pelagischen Fischen, mit ganz langsam Zeug an der Maus dran. Also funktioniert eigentlich wirklich in alle Richtungen. Okay, cool. Jo. Haben wir irgendetwas nicht gefragt, was du gerne noch würdest erzählen der Community? Sonst würden wir nämlich zu der Community Fragen kommen. Ah ja, stimmt, die kommen dann... Ah, geil, da lehne ich ein bisschen zurück, weil das macht alles Story, das ist super. Ich stelle dann einfach noch die blöderen Fragen dazu. Oli. Oder, sorry, Ronny. Nein, für mich ist gut. Okay, dann eben, wir haben ja euch auf Insta gefragt, ob ihr irgendetwas wollt wissen vom lieben Ronny, und da sind doch ein paar lustige Sachen zusammengekommen. VFLD_13 will wissen, tut deine Schwester auch Fischen? Meine Schwester tut nicht Fischen. Sie ist Hardcore-Vegetarierin.
Gut, das soll ja nichts heissen. Und nein, sie finden das Fischen schon nicht so cool wie ich. Und das Joggen auch nicht, gell? Die Jäger finden sie auch nicht so cool wie ich, genau. Bis zu dieser Frage habe ich nicht mal gewusst, dass du eine Schwester hast. Ja, ich auch nicht. Wer hat die Frage gestellt? VWLD_13. Okay. Wahrscheinlich hat er sie extra nicht erwähnt, weil sie eben so hardcore-fähig ist. Oder so. BK_Fishing, lassen wir deine Fragen weg. Die hat der Roni vorne alle beantwortet, wo es darum geht, was ist der Unterschied, was sind deine Pläne etc. Dann der Roni Tachel. Ich heiße genau gleich. Mit was für einer Rute fischst du? Aktuell haben wir 178 verschiedene Routen im Programm. Und Ist es eine Stucki-Route oder nicht? da ist die eine oder andere, die wir im Programm haben. Ich kann dir nicht genau sagen, wenn ich was fische, aber es sind ein Haufen verschiedene. Und es ist eine von Stucki. Es ist ziemlich sicher eine von Stück. Okay. Also das heisst, du hast ja noch andere. Spannende Aussage. Ich habe noch so ein paar Muster, ja. Ja. Das habe ich, ja. Okay. Gut, die Fragen werden immer persönlicher, kann man vorstellen. Auf das hast du dich gefasst gemacht. Der Sandro will wissen, ist dein Bart echt oder gefärbt? Ist aktuell noch echt. So eine geile Frage. Okay, jetzt, also nein, die behalte ich mir bis zum Schluss. Jemand will wissen, wie geht es deinen Haustier? Hast du Haustier? Meinen Haustieren geht es gut, ja. Das sind deine Haustiere? Was hast du, ja? Hund und Rasse? Labrador Ja. Love you. und Aquariumfisch. Salz, Die Einsiedler. Salz oder Süßwasser? Süßwasser. Und jetzt die Frage, die ich herhaben will. Warte, es hat ja noch andere Fragen gegeben. Aber wieso Ja, der Robin hat doch auch noch eine Frage geschrieben. Genau, der Robin von der Toppis will wissen, wo sind die guten Bündner-Spots? Und warum gehst du immer nach dem ersten Bier heim an der Messe? Also, Robin, du bist schon ein bisschen dumm. Ich habe noch ein Wochenende erlebt in Holland oben. Ich weiss, um was du redest. Jetzt haben wir letztes Mal eine ganze Liste mit allen Spots gemacht. Er ist so gerne dort fischen, hat mir noch Fotos geschickt. Und jetzt tut er es, als ob ich nichts preisgeben würde. Oder als ob wir Bündner alles so verklemmte Sachen wären. Ja gut, aber das sind wir schon ein bisschen. Nein, Also, wenn du als Unterländer ins Bündnerland gehst und ein Aargauer oder ein Zürichblech, gut, ein Zürichblech kann ich so verstehen, aber ein Aargauer Blech hast, dann wirst du fast gelüngt dort. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Jetzt musst du dich mal in diese Situation versetzen. Du wärst ein Bündner und dann kommt ein Aargauer. Ist doch mir gleich, ob da ein Bündner durchfährt oder nicht? Wegen dem Ja, wir nicht das gerade das ist- Nagelband raus. Nein, das ist Ja, gut, das so. ist dir als Aargauer gleich. Ja? Ja, natürlich. Aber jetzt stell dir vor, du wärst ein Bündner und dann kommt ein Aargauer in die Berge. Ich Nein. würde ihn umarmen und sagen, komm, wir gehen zusammen fischen. Ja, okay. Ja, muss ich ja fast sagen, oder? Ja. Ja, er hat dir ein Bier versprochen für eine Antwort für Spots. Hey Robin, also Gut, die musst jetzt vielleicht... was ganz ein guter Spot ist am Rhein. Dort fängst du nämlich mit fast 100%iger Garantie nichts. Aber mit deinen Toppis-Gummis, dort hast du richtig gute Chancen. Und auf das Bier freue ich mich richtig. Ja, weißt du, was nervt mich? Ich Und habe wieso gehst du nach dem ersten Bier heim? Das hast du noch nicht ja, warte, beantwortet. das hat der Robin nicht geschrieben. Sorry, Robin, ich will dir da nichts unterstellen. Aha. Aber ich habe gesehen, dass das jemand geschrieben hat. Das ist mir jetzt gerade so im Kopf. Und ich könnte vermuten, gell, Sidi, du bist das sicher gewesen. Ja, der Sidi weiss dann, wie es ist. Also, wir brauchen noch eine Antwort. Ja, es ist einfach immer relativ heikel, wenn ein Haufen Alkohol fließt und ein Haufen Zürcher, Aargauer und Fischer an einem Tisch hocken. Dann ist es vielleicht gescheiter, wenn man nach einem heimgeht. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Ralf und der Gesi flüchten heim so, oder? Ja, es ist so. Vor allem, also gut, die Flucht wahrscheinlich vor dem Geier und dem Aschi. Ja. Aber das kann ich noch verstehen, so nach so einer Afterparty. Ja, gut, das sind Thurgauer. Eben darum, das können keine Vorbilder sein für den Roni, habe ich vorhin gemeint. Ja gut, das stimmt, ja. Ja, das wären die Fragen gewesen, die zusammengekommen sind. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Genau, und zwar entweder oder. Und das Mal habe ich das Gefühl, sind wir richtig schlaue Füchse. Ja,
Also ich habe die Frage nicht mehr, hast du mir im WhatsApp geschickt? Natürlich. Gut, weil ich habe mal ein paar geschrieben, bis mir Oli gesagt hat, dass du das Dokument, das wir hier vorlesen, da siehst. Da fand ich lösche es wieder raus. Wir wollen natürlich nicht eine scriptete Antwort haben. Genau. Aber wie findest du echt den Podcast bis jetzt? Einfach, dass wir die richtigen Fragen stellen können. Nein, ich habe das letzte Mal schon geschrieben, ich bin ja doch öfter mal im Auto unterwegs, wenn ich so vom Bündnerland auf Einsiedeln fahre oder von Bern auf Einsiedeln. Und, Come on, wohnst du im Bündnerland und hast noch eine Wohnung in Bern? Hey, ja, so plus minus. Nein, wirklich? Und Einsiedeln auch noch? Nein, ja. Einsiedeln ist einfach so, das Büro halt. Aber dort übernachtest du am Jahr, oder nicht? Nein, dort übernachte ich nicht. Echt? Du fährst immer hin und her, Mann? Schaff's, habe ich gesagt. Eben 2 Tage pro Woche normal im Büro und sonst schaffe ich okay, ja gut. Ja gut, dann geht ja, dann Genau. geht's. Dann geht's. Boah, das ist schon gut. Aber jetzt fährst du heute heim und morgen wieder auf Einsiedeln? Morgen wieder auf Also du fährst jetzt noch 1,5 Stunden, plus minus, und fährst morgen auf Einsiedeln 2 ins Büro. Stunden, 2,5 Stunden? Nein, 1 Stunde 10. Ah. Und am Abend geht es dann ins Emmental. Ins schöne Emmental. Auch schön. Boah, Genau. okay. Bist du verheiratet? Nein, nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Also jetzt die Freundin kommt vom Bern, Emmental. genau. Ah, Genau. darum, okay, ja, Genau. okay. Sherlock. Ja. Hey, nein, lass mal schnell darauf zurück auf deine Frage. Ja, mit Autofahren ist das natürlich richtig gut und voll entspannend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich im Auto allein bin, verputzt mir fast verlachen. Dann denke ich so, oh Mann, die 2 Deppen. Das ist eben geil. Herrlich. So muss es sein. Ja, genau. Es muss ja nicht immer informativ sein, es darf auch mal lustig sein. Ja, Unterhaltung. Definitiv, ja. Perfekt. Okay, willst du anfangen? Ja, Roni. Bach oder Regenbogenforelle? Bachforelle. Warum? Ja, das ist für mich so der König der Forellen. Ich weiss, jetzt kommen alle die Seeforellenfischer und so. Aber Bachforelle, die ist so krass unterschiedlich von voll silbrig bis richtig gold, richtig rote Punkte. Es gibt einfach 1 Million verschiedene Bachforellen. Und die Regenbogenforelle, ja, bei uns ist ja mehr oder weniger wirklich fast alles eigentlich wild oder Sömmerlingbesatz und nicht Massfischbesatz. Und ist schon auch sehr cool, aber ich sehe, die Regenbogenforelle erinnert mich halt immer so an die klassischen Puffseen. Und hey, ja, also ich werde jetzt auch niemandem irgendwie zu nachtreten oder so. Das habe ich schon gemacht. Aber ja, Auch zum Essen? ich muss ganz ehrlich sagen, ich nicht wirklich gerne Fisch. Gib mir jetzt Fischli. Geiles Tier. Jetzt aber. Reden wir nachher noch drüber. Nico, komm, nächste. Spinning oder Casting? Ganz klar Spinning. Ja, ich habe gedacht. Fischst du überhaupt Casting? Ja, nur wenn ich muss. Kannst du das überhaupt, ist die Frage. Ja, Ich kann es, ja. Ich kann's, Also aber, mehr zum Pelagen oder so, oder vertikal, oder? ja, der Big Braid, das ist Ja, halt, ja. Ja. Aber Gell, sonst, wenn du halt in der Woche unterwegs bist, macht es am meisten Sinn mit Spinning. Also Ja. von mir aus gesehen. Ja. Die nächste Frage passt einfach zu mir, dass ich dich das frage, weil du weißt, ich liebe Fischer-Style, wo man auch im Alltag kann tragen kann. Ihr habt jetzt auch neue Söcke rausgebracht. Richtig? Genau, das ist richtig. Weisse oder schwarze Säcke? Ganz klar schwarze, obwohl ich jetzt weiss, ja. Ich habe jetzt gerade gewusst, ich muss nochmal schauen, wie du es sagst. Aber schwarz, ja. Warum haben wir dann auch Weisse rausgebracht? Ja, damit wir auch die Aargauer abholen. Hey, Oder gell, Zürcher, ich habe schwarze Söcke da. Ja, geil. Ja, herrlich. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen mit dem Entweder-Oder. Das sind die 3 Fragen gewesen. Ich habe gefunden, ich lösche meine wieder raus, weil auf die hättest du dich können vorbereiten. Passt. Ja. Ja, dann ist es so ein bisschen, wie sagt man? Tradition. Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, ich würde sagen, wir überlassen das dann einmal am Roni. Ja, Roni, was hast du uns mitgebracht? Ja, also, wie gesagt, es gibt noch ein Gewinnspiel. Und zwar, es gibt eigentlich nicht nur ein Gewinnspiel, sondern 3 Gewinnspiele. Ich habe 3 verschiedene Pakete zusammengestellt. Zum einen ein Egli-Paket im Wert von 95 Franken. Dann gibt es ein Forellenpaket im Wert von 105 Franken. Wäre etwas für den Nico?
Danke. Plus ein Echtpaket im Wert von 108 Franken, wo ihr da draussen abholen könnt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einen Kommentar schreiben, wieso ihr genau das Paket wollt. Und das Ziel ist eigentlich, um uns drei da überzeugen, wieso ihr das Paket verdient habt. Perfekt. Tönt geil. Tönt geil. Der Herr Keib liefert gerade alles. Perfekt. Also, ihr habt es gehört da draussen. Kommentiert auf Spotify. Wir können dann auch die besten Kommentare noch teilen. Auf Insta. Verlinkt noch der Ronny bzw. Stucki. Und würde dann sagen, ja, die 3 besten Kommentare. Wir tun das natürlich in der dritten absprechen. Hey, aber Ronny, danke viel, das ist ja mega krass. Ja. Hey, das ist brutal. 3 Pakete, die ihr könnt abräumen könnt. Also wenn ich irgendwo 300 Stutz insgesamt, hey, hauen die Tasten. Unbedingt. Und dann habe ich aber noch etwas anderes dabei, und zwar für euch 2. Oh. Ein Forellenpaket. Er hat schon Bier gebracht. Wow, geil, geiles Sieg. Hey, sogar in Weiss, sackstark. Weisse Stück gesagt, plus ein Ladekabel von Stück. Geiles Sieg, geil, Mann. Hey, merci vielmals, Ronny. Ja, wir können dir leider nicht geben. Wenn du willst, kannst du einen Kleber mitnehmen. Ja, das können wir im Game. Noch Fisch verrückt Kleber, komm. Hey, geil, sackstark, Ronny. Mega also, lieb. Wir haben mehr als zu danken für das, was du überall mitgebracht hast. Nicht nur das Bier, auch die 3 Pakete im Wert von 300 Stutz plus das Giveaway, das du uns gegeben hast. Hey, danke dir 1000, auch für deine Zeit. Mega cool gewesen. Ich bin überzeugt, die Community hört die Folge sehr, sehr gerne. Es wird wahrscheinlich wieder eine von unserer Top-Folgen werden. Ja, hey, danke vielmals, Ronny. Merci. Ja, danke euch vielmals, dass ihr da sein. Es war einmal mehr recht witzig gewesen. Auch einmal live dabei ist recht witzig. Machen weiter so. Ich glaube, der Fischer-Podcast, der einzige und der erste Fischer-Podcast, der wird noch richtig durchstarten. Und ich denke, das wird richtig cool. Also. Merci vielmals. Hey, besser können wir diese Folge nicht abschliessen. Ich würde sagen, Nico, schön gewesen mit dir wieder mal. Ronny, vielen Dank, bist du da gewesen. Und wir sind draussen für euch. Wir sind draussen. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Ciao. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Bauch oder werfen im Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby.